Steiermark, da bin ich her. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. They already broke open the door, so don't ignore that jail is the only way. All your sins. Grüß zurück zu Generation Zero und einer weiteren Aufnahme. Auch hier werde ich wieder etwaig ein bisschen schneiden. Und wie du siehst, wir sind hier am Ausgang vom Kommandopunkt Kaveslan und werden uns nun in Richtung dieser 1 begeben. Das ist hier im Süden am Leuchtturm. Genau. Also, los geht's. Wir haben genug zu tun und uns steht noch eine weite Reise bevor wir... Tja, die Relais-Antenne passt mir jetzt gerade gar nicht ins Gemüt und ins Gemüse. Einen Platz zuweisen. Wir werden diese mal dort zur Vorsicht herlegen. Wir haben ja nicht viel... Naja. Obwohl... Warte mal. Wir werden das jetzt anders machen. So. Wir sehen uns in wenigen Momenten da wieder. Bis gleich. So, da. Bin wieder da. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Wir sind jetzt da herunten und spazieren da vorbei. Und wir haben ja... Ah, jetzt ist diese Antenne wieder weg. Okay, weil wir nicht in der Umgebung sind wahrscheinlich. Wir schauen jetzt, dass wir da so irgendwie umkommen und dann in Richtung Leuchtturm marschieren. Genau. Wir haben uns die Karte noch mitgenommen, wie du siehst. Oh. Bato, das ist... Wir brauchen durchschlagendere Argumente. Sehr gut. Oh. Du kleiner Vogel, du. Sehr geil. Okay. Ja, ab geht's. So, oder? Bootsanleger Skockwix. Na gut. Make-up ein Auge, braucht man nicht, da ist auch nichts. So, wenn ich das Gefühl habe, es passiert wenig, dann will ich wieder schneiden, gell, wenn du das Bescheid weißt. Na schau dir das an, erst wer da liegt. Als nächstes müssen wir bei der Munition und Bergen auf 100% gehen. Dann kriegen wir nämlich noch mehr. Dann ist das eine ertragreichere Ernte, wie man so schön sagt. Da auf. Ah, da. Wie du siehst, ich habe uns auch noch eingesteckt. Vorerst einmal nur mit 12 Raketen. Oh, Restlichtverstärker, schön. Dann müssen wir aufs Gewicht gehen, dass wir mehr tragen können. Diese Sachen, die du jetzt einpackt, die werden wir im Laufe des Spiels zerlegen. So. Na bitte. Jetzt haben wir es benannt. Gut.
Normalerweise müsste ja diese Relaisstation oder diese Relaisantenne ja wieder aufleuchten, oder? Sobald ich auf Kurs bin. Oh Gott, ich hasse es. Nebel, es nebelt. Der blinde alte Mann noch blinder im Nebel. So, dann gehen wir mal Karten lesen. Wir arbeiten uns dort durch runter und dann diese Hauptstraße entlang. Genau. Wo war diese Relaisantenne? Ich glaube, die werden wir beim Aufspazieren wiederfinden. Was ist da? Das Spiel hat so eine geile Farbgebung, das ist unsagbar. Okay, ich werde jetzt mal, ja, ich setze da jetzt mal einen Schnitt und wann wieder was passiert, ja, bist wieder dabei. Nur geht's. Das ist das Gebäude. Das ist mir noch bekannt. Das war mir noch bekannt. Ah, unser Mädchen brennt. Boah, geil. Kumpel, danke. Punkrock, Feuerwiderstand. Geil. Dürfte warte mal. Kommen wir jetzt da, wenn wir der Straßen folgen? Na, wir müssten rein theoretisch hier rauf. Schauen wir nochmal. Genau, dieser Straße nach und dann rauf und links. Genau. Das ist die Kreuzung. Und hier links. Oh. Eins unter dem Spiel lassen. Das Startgebiet hat massivst angezogen. Danke, du Backpflaume. Haha. Ah, dort vorne ist die Relaisantenne. Auch gut. Ja, fängt schon immens gut an. Also hat es ja doch ausgezahlt, dass wir von vorne anfangen mit dem Scheiß. Geil. Dann holen wir uns die ersten 1000 Punkte. Warte mal kurz. Ich hoffe, das funktioniert. Bingo. Und hier unten ist auch etwas. Warte mal, haben wir...
Funkgerät werden wir brauchen. Wo haben wir das? Die Kottenok. Ja, die müssen wir dann später noch mit panzerbrechender Muni erweitern. Es hilft nichts. Da unten hat uns was ins Visier genommen, aber wo? Wo bist du? Ergib dich, lila Hackbo. Der liebt dich, der liebt dich. Mann, es ist ja nur Zack, aber trotzdem. Der kleine Arsch, der kleine Arsch, saß blöd rum und fraß kalten Barsch. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Mhm. Ja, nimm mal mit, ist ja wurscht. Auf dem normalen, konventionellen Weg kommt man ja hier nicht rein. Na gut. Hui! Ich nehme jetzt einmal alles mit, was man... Eigentlich habe ich gesagt, ich will nicht alles mitnehmen. Aber irgendwie verleitet es ja dazu, dass du alles mitnimmst. Okay, das ist Erbsenpüree mit Paprika, Tannenzapfen und was ist das? Aufgeweicht schimmeliger Banane, genau. Also die geile Version draus, gell? Hä? Sag einmal, bin ich jetzt schon komplett verblödet? Ein bisschen, gell? Wo ist denn dieser kleine? Ja, da müssten ja zwei sein. Aus rein theoretischer Sicht sind hier zwei. Und na, den Gag aus der letzten oder vorletzten Ausgabe mit dem Zeckenschutz geimpft bringe ich nicht einmal. Einmal reicht. Ah. Nehmen wir auch noch mit. Das bringt Stahl für später dann, wenn wir die Basis wieder aufbauen müssen, wenn wir sie kaputt. Sehr geil. Atmosphäre ist noch immer ein Hammer. Und selbst jetzt noch über, ich glaube, wir müssen mal schauen, aber ich bin jetzt glaube ich gerade bei 280 Stunden oder so. Gusch, kleiner. Und allein schon das Soundkostüm. Irre geil. Irre geil. Haha. Na gut, dann hupen wir wieder aus. Hier raus. Und runter in Richtung hierher. Und von da weg ist er nicht mehr weit zum, na, wie heißt's? Zum Leuchtturm. Genau. Eine Möller muss doch her. Drum wiegt auch des Herrchens Pimperl allzu schwer. Komm, bitte.
immer da diese Anspielungen oder sonstiges. Hätte ich schon mal erwähnt, dass die Hitboxen wirklich das A und O dieses Spiels sind. Geh, leck mich doch in den Buckel. Kratz mir meinen Buckel. Weggekommen. Jetzt habe ich schon geglaubt, das sind Zecken da, die Büsche da, was da einer kriechen. Oh, herrlich. Nur, was mich eher reizen würde, Pep Cola, cool. In Kürze werden wir vor lauter Muni nicht mehr wissen, wo ich damit. Also, na, da komme ich nicht rauf, aber da komme ich einer. Okay. Mappe, da haben wir diese komische Dings zerstört. Da ist der Leuchtturm inklusive Unterschlupf und dort werden wir es uns dann gemütlich machen. Genau. Was haben wir da? Oh Gott, Sprinten deaktiv. Na gut. Weißt du was, die Radios brauchen wir auch nicht weg damit. Okay, jetzt muss ich nur schauen, ob sie da an diese Stelle wieder Gegner gesetzt haben. Weil komischerweise im ersten Durchlauf war da... Na klar. Ich muss einmal schauen, vielleicht gibt es dann einen Perk dafür, für das mit dem... Ich bin ja schon mit dem Zoom, bin ich schon am Anschlag. Jetzt sind's da. So. Was haben wir denn noch im Angebot? Ich muss ein bisschen lernen, dass der mit Gefühl aus der Hüfte, das kann ich überhaupt nicht.
Ah, Krutze, fix da! Mach mich nicht narrisch, du Beutel, du! Huh! Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht das Leben kostet da oben. Ah, Krutze, fix. Nicht gut. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube auf der Seite, ne? Na? Oh, die Waffe ist geil. Die Waffe ist voll geil. Und ich hab's im ersten Durchlauf nie gespielt, oder sehr selten eigentlich. Mei. Jason Voorhees, ah gut. Ich glaube, die drei haben wir jetzt schon, gell? Ja. Was hat dieses Spiel noch geplant? Beziehungsweise... Es ist zeitweise wirklich schlauer, wenn du manche Dinge, so wie das Spiel mit dem letzten Update, komplett von vorn anfängst. Weil ich hätte nämlich zum Beispiel nicht einmal Ahnung, wie diese Mechanik da mit diesen Widerstandsbasen funktioniert. Weil siehst du, da haben wir so die Relais-Antenne. Wir haben jetzt da Bedrohungslevel 8, Bedrohungspunkte 1595 und aktive Rivalen 3. Was? Oh mein Gott, ist der Wahnsinnige, der Wolf, der Ochs. Oh Gott. Na gut, warum auch nicht Spiel? Ich hab dich ja eh lieb. So. Und wie du siehst, man braucht ja nur das Inventar ein bisschen aufpassen. Na gut, die letzte Episode, die hab ich ein bisschen verhaut. Durch das, dass ich da ein bisschen einen Mangel gehabt habe an Munition. Aber wie du siehst, wenn du richtig levelst von Anfang an, hast du eigentlich nicht viel... Bist du eigentlich nicht viel im Notstand. Okay, 6 war der Raketenwerfer, gell? Ja. Bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir die ersten Widerstandsbasen an den Arsch bekommen. BZW, wie es Balance jetzt ist, oder wie die Balance zwischen der ganzen Geschichte da ist. Sehr geil. Unterschlupf freigeschaltet. Jawohl. Super. Ja, die haben wir auch weg. Die brauchen wir für später. Dort haben wir wieder eine weg. Den Dietrich gehalten wir uns. Genau. 150. Da können wir dann bald schon. Können wir jetzt das Lager verbessern? Na, Aluminium führt uns noch. Da werden wir in Kürze dann einmal schauen, wie wir das da am geschicktesten hinbiegen mit dem Aluminium. Ansonsten begleitest du mich jetzt nochmal zurück nach, wie heißt es dort? Nach Steinhager und dann schauen wir uns das schnell an.
wenn wir alles zerlegen, müssten wir eigentlich Aluminium auch rauskriegen irgendwie. Ah. Holz. Okay, schauen wir mal kurz auf. Vielleicht finden wir noch was, was uns behilflich sein kann, könnte. Oh, bitte. Tada! Und aus. Na bitte. Keine Schweden da, aber bewaffnet wie... Ja, genau. Wir schauen jetzt nochmal schnell auf den Leuchtturm hinauf. Allerdings werden wir uns zuerst entleeren und entledigen, gell? Werden wir uns doch mal den Tag durch den Kopf gehen lassen. Ah, das brauche ich noch, habe ich gesagt. Weißt du was? Die drei. Wir lassen die drei dabei da. Genau. Da hätten wir auch genug Waffen mittlerweile gefunden. Dich habe ich dabei, dich habe ich dabei, euch habe ich dabei. Sehr gut. Jetzt schauen wir noch schnell da auf und dann beenden wir auch diese Ausgabe. Leuchtturm Stenuden. Na gut. Waffen und Pläne. Na gut, das schauen wir uns dann gleich an. Wo wir hier was finden. Waffenpläne, Pläne, Waffenpläne. Genau. Hyäne, Waffenpläne. Na gut. Hätten wir das auch geklärt. Mit der Hyäne. Und den Plänen. Für die Hyäne. Genau. Schleichhemd. 25, auch schön. Wow, also diese Schweden, das ist ein rabiates Volk. Bist du deppert. Du musst aufpassen, dass du einmal die Goschen falsch aufmachst, dass da hängen sie da hinten drinnen. Okay. Ist mal sympathisch. Im Spiel 30 Millionen Roboter wollen da an den Kragen, aber dir ist es sympathisch, wenn die Kaffeemaschine da steht, Tassen und die Thermoskanne. Ja, bitte einen Kaffee, schau schon relativ gediegen scheiße aus und müde bin, ja. Okay, passt. Also dann, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt. Wie du siehst, wir sind kurz vorm nächsten Fertigkeitenpunkt, den werden wir dann da in Bergen investieren. Und dann, ich möchte nämlich dieses Mal weitläufiger gestalten, das Ganze. Das heißt, überall ein bisschen was mir vorkommt, dass wir brauchen könnten, gell? Also dann, ich wünsche dir was, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und lass dich nicht zu ärgern. Baba.